Der Bau ist ein Konjunkturbarometer an einem so dynamisch wüsten Land wie Lützeburg aus der Bau natürlich noch viel mehr. Wir brauchen Infrastrukturen, wir brauchen Wohnraum, für diese Entwicklung Schritt zu halten. Für das Thema des Schweizer begrüßen wir heute Roland Kuhn. Der Roland Kuhn ist Präsident vom Entrepreneurverband und selber natürlich schaffen in einem Baubetrieb. Herr Kuhn, Sie sind seit vielen Jahren ein ganz prominenter Vertreter von dieser Branche. Wie gibt ihr die Rolle und Selbstverständnis von einem Entrepreneur beschreiben? Was fällt Ihre Weg für Entrepreneur zu gehen? Entrepreneur, das ist am Anfang ein ganz vaster Begriff. Wir schwätzen von Hai für Bauentrepreneur. Mehr Entrepreneur an sich verbunden ich mal direkt mit Schaffen, bereit sind, auch Risiken anzugehen, nicht auf Dauer zu gucken, kontaktfreundlich zu sein, auch Leute können sie verzeihen, und auch Mitarbeiter können sie verzeihen, und nicht ganz zusammen zu halten. Entrepreneur sind am Anfang ganz. Es gibt nicht mehr Flottes, wir können etwas selber gestalten, etwas selber gerieren, an die Resultate noch zu gucken. Heinz, du geht es schief, am meisten selber auch nicht. Das soll es ja auch sein. Ich meine, ein Entrepreneur soll auch Geld verdienen, er muss sich auch nicht freuen. Wie meine Karriere zu beschreiben, das sind die 6 Generationen von einer Baufirma, die älteste Baufirma von Lützeburg. Es sind am Anfang entre autres durch an der Geburt. Einst du hat den Wehr geschlagen, die vielleicht nicht der nächste war, und dann an zweiter Linie haben sie dezidiert, sich die Baufirma zu kümmern. Und ich meine das ja schon über 40 Jahre lang. Und ich meine, das Resultat kann ich auch gesehen. Und Entrepreneur, wie gesagt, ich lebe dafür. Mit Entrepreneur heißt aber auch vielleicht etwas gehen, etwas reingehen, auch für den Sektor. Ich meine, ich bin engagiert seit jahrelang an der Föderation, an der Chambre de Métier, für auch zu helfen, für den ganzen Sektor weiterzubringen. Und ich meine, das gibt eine unwahrscheinliche Satisfaktion, und ich ging dadurch nicht müssen. Ein positiven Aspekt zu Lützeburg, als gerade als Bauentrepreneur, als viel Erbesto. Alle Jahre kommen 10.000 Leute auf Lützeburg wohnen und arbeiten. Das stellt natürlich ganz besonders Ansprüche an Infrastrukturen und natürlich auch um das Logement. Als Lützeburger Baubranche equipiert und gut aufgestellt, für den Defizit umzugehen. Das ist Sprichwort, was sagt, wenn der Bau geht, geht alles. Und ich meine, das stimmt doch. Wir sind natürlich ganz froh, dass wir ein Budget vom Gouvernement, von unserem Staat haben. Wir können Infrastrukturen, natürlich Straßen, aber auch Gebäude zu bauen, was enorm wichtig ist. Aber außerdem, also aber auch noch der Privatsektor, der ganz viel investiert hat in den letzten Jahren, hat zu berichtet, am Anfang, dass viel Logement kreiert worden ist, sind auch viele Privatleute, die gebaut haben, aber auch Bürosgebäude von Societäten, die sich zu Lützeburg niederlassen, die am Anfang zu unserer Ökonomie stehen und die am Anfang ein Plus-Value von Lützeburg gesehen, wie sich bei uns niederzulassen. Bau, das heißt, das ist ein Génie Civil, das Grosöver, beschäftigen zurzeit 20.000 Salarien am Bau, das heißt Génie Civil und Grosöver. Wenn den der gesamte Bau hält, auch mit der Technik dabei, da kommen wir auf ca. 52.000 Leute. Das ist ja aber wirklich ganz substanziell für das Land. Also ein Sektor investiert doch permanent an Equipementen, an als Maschinen, aber surtout aber auch an als Leute. Ich meine, das ist der wichtigste Faktor, den wir haben als Personal. Du investieren wir ganz viel an den Schwätzen vom Bau. Wir haben hier seit 2002 also Centre de Formation abgerichtet. Das war eine Vision von der Fédération des Entrepreneurs und dem Groupement des Entrepreneurs, wie das zu kreieren. Da sind entre-temps 60.000 Leute, die eine Formation continue gibt an diesem Centre de Formation EFSB Krakelshaff. Aber nicht nur, aber auch das Centre de Kompetenzen, das die Fédération des Artisans, hat das dann ein bisschen noch gemacht 2015 und hat Centre de Kompetenz gegründet, wo dann Génie-Technik und auch der Parachèvement dieselbe Formationen anbieten wie Leute an ihrem Fach.
Und ich meine, das ist enorm wichtig, weil nimmen mit gut vermehrten Personal, mit gut vermehrten Leid, wo der zufrieden Leid, und aber auch sie da konkurrenzfähig und an der Großregion. Wir können am Anfang als Land weiterzubringen und auch als Metier weiterzubringen. Das war immens wichtig, dass wir das gemacht haben. Wir waren als Bau Vierreiter, wenn du noch gesagt hast, wenn das gut funktioniert, kommen noch alle Leute drunter, wie das dann auch so zu machen. Und ich meine, da sind wir ganz höflich drauf. Und das ist auch enorm wichtig, dass als Leute die richtig Formationen kriegen an einer Zeit, die ganz schnell weitergeht. Der böse Moment ist evident. Ich meine, den kennt alle Sektor heute zu Lützeburg. Es gibt andere Optionen am Bau. Ich weiß viel von einer Prozedé de Fabrikation, von der Automatisation, von der Digitalisation. Sind das Optionen, die auch der Lützeburger Bau hat, für mehr produktiv zu gehen? Ich meine, komm, wir fangen nur von 4 Minuten. Wir haben eine Situation momentan, wo ich kann effektiv sagen, dass in den nächsten 5 Jahren ca. 30% von unseren Mitarbeitern an die wohlverdienten Pension gehen. Wir müssen die Leute natürlich ersetzen. Das ist nicht so evident, Leute zu finden. Wir müssen noch vielleicht in unsere Methode und an unsere Arbeitsmethode gucken, zu schaffen, dass wir vielleicht mehr präfabrizieren, mehr an einer Halle bauen, mehr mit ungelehrten Leute können Dealer produzieren, die am Bauhandel angesagt gehen. Und die Leute, die dann die richtig professionell, die Stehmetzer, die man dann brauchen, dass wir die wie mir Heichwerte ersetzen, mir egal, wir müssen gucken, dass wir eins gehen, und dort der Brenner sind immer eins gehen. Der Zweifel nicht gut tun. Wir müssen also gucken, wir sollten gucken, wo wir kriegen wir dann Leute hier, für an unsere Mädchen zu schaffen. Für dich mal für den Oberschländer zu gucken, was man da könnte nach rekrutieren, wie man könnte rekrutieren, aber das geht höchstwahrscheinlich nicht durch, weil wir haben schon als Grenze relativ bis auf 200 Kilometer ran alles aufgegrast. Und du hast nämlich viel Leute da. Da muss man also gucken, wie weit gucken. Wir müssen vielleicht gucken am Osten von Europa, wir müssen auch vielleicht gucken, Leute dann sogar vielleicht an anderen Ländern nachgucken, wie zum Beispiel der Cap Vert oder eventuell der Senegal. Und da muss man auch gucken, wo logieren wir die Leute, weil das ist ein Hauptproblem, das wir haben. Wir müssen mal Leute finden, wir gingen nur noch vielleicht Leute aus Portugal finden, wo schon eine große Kommunität sowieso hier ist. Aber da muss man wissen, wo logieren wir sie. Und da gingen wir auch gerne zeitlich behandelt gehen, wie Gemenge behandelt gehen, auch noch der Staat, dass man effektiv zusammen mit der Regierung ein System aufstellen, wie wir auch könnte vielleicht Logement kreieren, also handfähig Logement kreieren, wie sind Mitarbeiter mit den selben Konditionen wie ein Gemeng, mit den selben Nähten, und dann aber auch ein Livre wert. Ich meine, wir wollen kein Benefisto machen, wir wollen just als Leute korrekt logieren, dass sie froh sind, dort zu wohnen, und aber auch froh sind, können bei schaffen zu kommen. Und ich meine, das sind die Vieh, die wir müssen an den nächsten Monaten umgehen. Und wir dürfen noch nicht mehr zu lang werden. Und das ist viel wichtig. Aber auf der anderen Seite, wir sind aber auch so, dass man muss gucken, wie einen Job mehr attraktiv zu machen, an allen Facetten. Und den Job mal bei den Leuten zu erklären, bei den Älteren, an der Education, dass wir wissen, was das T-Stadt am Bau zu schaffen. Das ist nicht mehr wie früher, wie ein Partner, so de Manny, das wird an der Bitter länger hot abgedrohen. Ich meine, wir haben immer höchst technologisiert. Wir haben alle Methoden, zu schaffen, wie Leute an der Sicherheit schaffen zu lassen. Und aber auch, was die Schwierigkeit von der Arbeit geht, also hier, und so, das geht ja alles viel mehr erleichtert. Ich meine, der Bau von Haut an den Bau von 34 Jahren, 40 Jahren, das können wir nicht wichtig. Dafür müssen wir effektiv gucken, wie kriegen wir einen Job an alle Facetten vom Bau mehr attraktiv gemacht, wie kriegen wir den jungen Leuten das schmackhaft gemacht, wir müssen es besser verkaufen, wir müssen noch an die Schule gehen, wir müssen gucken, dass wir den Job attraktiv machen und noch erklären, was das ist, weil wir den Haut an einer Baufirma schafft, dann ob ein Kran fährt oder ob ein Bagger fährt, die soll nur am Tiefbau. Haut, wenn ich Bagger bestellen, da muss ich Klima aufstellen, wenn ich keinen will.
Dat heißt, die Maschine sind höchst technologisiert, das auch nicht wie den Job wie früher, wo das noch mal gestunken oder das sind super Maschinen und das ist auch ein ganz flotten Job. Aber das muss ich den Leuten erklären, das wissen sie nicht für selber. Und da ist auch als Centre de Formation flott. Da könnt ihr auch mal Schnupperkurse machen, auch mit den Schulen dahin gehen und erklären und weisen, was ist das am Bau zu schaffen. Das ist, am IWSB kann in das gucken gehen, was den Heichbau und Tiefbau geht. Man kann dann auch an Centre de Kompetenzen gucken gehen, was das ist, den Innenausbau, elektrisch, sanitär, Heizung, Lüftung, Klima und so weiter und so fort. Also ich meine, wir sind da ganz gut aufgestellt am Handwerk. Und das ist so nice für am Anfang, die Schritte zu machen, wir auch gut Leute zu finden, wir können an unsere Betriebe zu schaffen, das wir in Zukunft sollten machen. Transition Energetik und Klimaschutz sind Themen, die den Bau schon wie lange beschäftigen. Du siehst da am Anfang einen doppelten Defi ausgesagt. Auf der einen Seite muss der Logement schaffen oder die Standards, die an Wege sind. Und auf der anderen Seite, dass der Bau auch ein Wirtschaftszweig, den die Egen und Brand Carbon muss die nächsten Jahre Ruf setzen. Was sind dort Pisten? Ja, bis 2030 sollen die Emissionen vom CO2 um 64% raufgehen. Beim Wohnungsbau, aber auch bei anderen Gebäuden, tertiäre Gebäude, Büros oder alles, was so kommt. Holen wir mal den Neubau. Da sind wir schon Vierreiter in Europa. 2015 hat man eine Obligation für Basisenergiehäuser zu bauen und ab 2007 dieselbe Obligation für Passivhäuser zu bauen. Das war mir lang für in den anderen Ländern in Europa Vierreiter. Die mir 100 schon gemerkt, lang Indianer überhaupt die Obligation kriegen, die anderen Länder. Das größte Potenzial, die liegt also an der Renovation. Beim Neubau, da haben wir schon quasi alles erreicht, also da ist nicht mehr viel Potenzial herauszuholen. Mehr an der Renovation, da ist noch viel dran. Wir haben ca. 146.000 Aalhäuser zu Lützeburg. 40% von denen sind zwischen 1960 und 2000 gebaut worden. Das ist also da, wo wir sollen gucken, wie wir da könnten die Emissionen aufsetzen. Dann hat der Staat aber selber auch viel Gebäude. Aktuell liegt der Taux de Renovation beim Staat bei engem Prozent. Sie haben natürlich ein Objektiv für auch hier Renovierung, also der Staat, auf 3% zu kommen. Wie das alles aber zu erreichen, sollten wir eine Taskforce zusammen kreieren. Zum Beispiel bei Neobild, einer Struktur, die schon existiert und zuständig ist für die Innovation, Technologie am Bau. Das heißt nicht darum, etwas Neues kreieren, wir kommen greifen darauf zurück von einer Struktur, die schon existiert, wie Neobild, die angesiedelt ist bei SEDEC, also bei mir IWSB. Wir können dort zusammen evaluieren, wie können wir die Ziele, die vom Gouvernement gewünscht sind, erreichen. Da muss man natürlich auch Neobild die gnädig Moyen gehen, wie das sie das doch können machen. Und ich finde, das wäre der Weg an Zukunft. Du musst den Klima auch mitspielen, wenn wir von 3% Renovationsquote schwätzen. Muss investiert genug von privater Seite massiv. Sind dort Rahmenbedingungen, die richtig für das Leute machen? Ich meine, da gibt es Daten, wir können zu renovieren an verschiedene Formen. Ich meine, wir die Leute abzuzählen, das ging ein bisschen weit führen. Ich ging schon mengen, dass sie du an die Richtung auch vielleicht noch pure Reformen machen. Wie das nicht einfach zu machen. Das ist so eine Sache von administrativer Komplikation. Wir können so Äden nun zufrieden. Das soll einfach relativ einfach zu machen sein. Natürlich muss es kontrolliert sein, aber das nicht muss ein Buch schreiben, wir können Äden zu kriegen. Das ist relativ vereinfacht, dass da doch mehr benutzt wird. Prozeduren als ein anderes Thema, das Entrepreneure stark beschäftigt. Auf der einen Seite ist ein Thema Logement zu Lützeburg eine Priorität für ganz viele Leute. Auf der anderen Seite hört man aber die Impression, dass viel gemerkt wird, dass nicht genug Logement entsteht. Was sind an die 3 Sachen, die müssten gemerkt gehen auf administrativem Niveau, für die Situation zu deblockieren, dass das durch Apps ändert? Ich meine, da fängt man mal bei den Prozeduren.
wir können zu bauen, war ich mein Baugenehmigung. Dummer fängt es an. Ich meine, der Bauperimeter, also auch den Perimeter, wo ich soll bauen, das müssen wir eigentlich anders nennen. Aber wenn wir einen Bauperimeter können schnell bauen, wo soll man das sonst noch bauen? Das heißt, wenn man dann anfangen bei einem PRG, wenn die Gemeinde PRG stimmt, dann machen sie eine SUP, das ist eine strategische Umweltprüfung. Und dann ist ja auch schon bekannt, was muss kompensiert gehen. Wir haben den Artikel 17 vom Naturschutzgesetz, das sind Biotopen, die gehen über den Flächenpool kompensiert, das heißt, da wird bezahlt pro Ecopunkt in Euro. Dann haben wir aber den Artikel 21, das ist den Artenschutz. Das sind dann Fledermais, Haselmais oder sogar teilweise Orchideen. Und ich meine, wenn ein SUP gemacht wird am Kader vom PRG, dann ist ja schon bekannt, wo was ist. Da wäre ja vielleicht opportun, wir zu überlegen, ob ein Gemeng, dem Moment, wo sie verschiedene Terrain klassiert, wir können bebaut zu gehen, dass sie vielleicht die Kompensationen für den Artikel 21 für den Artenschutz direkt schon möchten. Aber wenn dann pro Hektar müssen geholt gehen an einem Rayon von so viel Meter, wo da vielleicht müssen Obstbäume gepflanzt gehen. Wir können Fledermais erneut Jurchgebiet zu gehen, da könnte das ja dem Moment auch schon gemerkt gehen. Aber wenn dann die Terrain sollen bebaut gehen, dann ist Kompensation ja schon gemacht. Da muss ich natürlich aber auch Kompensation durchstoppen, wo den SOP gemacht ist. Weil wenn die nicht mal Terra möchte, dann ist weiterhin ein Biotop drauf. Ne? Und dann können die nie mehr, dann denken, never ending story. So die Zonen, wo soll gebaut gehen, wo soll Umweltschutz gemacht gehen, die sind ja schon teilweise definiert gehen, die sind ja schon definiert gehen. Das ist, dass auch dem schon Rechnung gedroht gehen am Plan sektoriell Logement, wo effektiv die zu fassen, wo kann gebaut gehen, das waren 576 Hektar, die sind auf 481 Hektar aufgesetzt, gehen nämlich ca. 20%. Also aus dem ja auch schon teilweise Rechnung gedroht gehen, was Environnement angeht. Da sollte man vielleicht auch die Cellule Urbanisme et Environnement, denen mehr Möglichkeiten geben, mehr Moyens geben, wie effektiv, dass die soll ja am Anfang die Leute, die konzerniert sind, und durchbringen, wie das in effektiv ganz einfach die Decisionen kann hören. Was muss dann noch gemacht werden? Wie soll man weiterkommen? Wie können wir schnell weiterkommen? Also ich meine, es geht einfach nur darum zu gucken, dass es nicht geht, sondern einfach zu zoomen zu gucken, dass es geht. Und nicht so kommen wir weiter. Und Terra ist eine kritische Ressource, natürlich begrenzt verfügbar. Eine andere Thematik, die da oft ausschwärzt, ist die von der Densität am Bau. Ja, da schwätzen wir schon lange drüber. Ich meine, entretemps sind wir ja ein bisschen an Lozement dran gegangen, Medans zu bauen. Das wird ja auch teilweise kontrolliert vom Ministère de l'Intérieur. Aber effektiv, das ist richtig, soll den überlegen, an die Richtung zu gehen, wie auf verschiedene Plätzen können in 1, 2 oder 3 Städte abzubauen. Das ging vielleicht nicht so genieren, an effektiv den Boden mehr ökonomisch zu nutzen, an wie gesagt, mehr an Tisch zu bauen. Das wäre eine auf jeden Fall eine Lösung. Ja. Der Bau ist relativ gut durch die Pandemie gekommen. Der Sektor hat ganz freie Sanitärkonzepte gegeben, die auch in der Praxis gut funktioniert haben. Lo fällt ich aber ein anderes Thema auf, nämlich von der am Anfang Penurie de Material, also spektakulär Preishossen von ganz vielen Materialien und Produkten, die am Bau gebraucht werden. Wie entwickelt sich denn das? Sieht da schon ein Lichtament vom Tunnel oder wo steht der Sektor da? Also ich meine, wir haben alle gute kein Glaskugel. Aber wir wissen gut nicht, wo oder wie das sich weiterentwickelt. Wir können just hoffen, dass wir da ein an ein normales Gewässer zurückkommen. Das aber nicht so ausgesagt. Das ist mir von Mitte 21, das ist April, ca. 21, haben wir Prévu in Hossen, die zwischen 30, 40 und 50% sind auf verschiedene Materialien, wie zum Beispiel Stahl, Holz, Isolationsmaterialien und so weiter. Das sind teilweise Hossen, die man nicht konnten weiterverrechnen, wo wir schon Festpreise aufgemacht haben mit Klienten.
wo Betrieber dann effektiv Probleme hunn so point, dass verschiedene Betrieber da ich de Gunmi konnte machen, weil se so das kann ich mir da lechten, wie zum Beispiel am Holz, wie zum Beispiel an der Charpente, wo se Preisruf gemacht hun an eng Hoskitu vun 40% im Holz, dann kannst du den Dagschul nemmi machen oder du lest alles bei. Dat sind die engen Situationen, die man hatten. Andere, die sind, wat alles Submission publique nu geht, hummer Diskussionen gehabt beim Minister Bausch, da gibt es so eine Revisionsklausel seit pro Jahr für Bâtiment public, die einfach nicht springt. Das ist die Revisionsformel, die ist einfach nicht gut, die ist nicht gut für die Handwerk und kommt nicht dabei raus. Und ich meine, du müssen auch können an mat gesonne Mënschverstand awer so dat du muss man enke reviséieren an enke nokucken a kucke wie man dat dann können handeln, dats awer och die reell hossen, die wirklich d'Enterprisen hunn, dats de awer auch können bezuelt gin. Du ass do sinn Diskussionen, die sinn am ganze lafen an noch mam CRTB ass am Fong Gruppe de Travail begesat gin, wir können die Rekalkül zu machen oder die Reform von der Formel zu machen. Und ich hoffe, dass da war irgendwie fruchtet und ich hoffe, dass wir da irgendwie über gemeinsamen Nenner kommen. Aber auf der anderen Seite wissen wir nicht, wo die geht. Wir haben noch Situationen, dass wir keinen Preis mehr kriegen, und Preise nach just hin, wie die gut sind, und dann kann man nicht geht. Das ist eine Situation, die ist momentan ganz, ganz schwierig zu handeln. Und das ist für alle Betriebe oder wie alle Firmen dasselbe ist, am ganzen Bauwesen. Und wie das da zu ändern, weiß ich nicht, das weiß ich nicht kennen. Und ich hoffe just, dass wir irgendwo an das normal zurückkommen. Werde ich aber nicht glauben. Ich meine schon, dass alles aber ein bisschen mit teuer bleibt. Zum Aufschluss kommen wir vielleicht noch über den Evergreen von der Lützebauer Baupolitik zu schwätzen, Thema Bauschutz. Du hast die Impression, dass es von einer provisorischen Lösung an die anderen fällt. Wie wäre das jetzt Lützburg so schwer, von der Boden hält, an den auf einer Platz für zu stockieren, dass du keine dauerhafte Lösung findest? Das ist eine schreckliche Story. Dat also solange ich denke kann immer am gangen, dass man nicht nur Bauschutzdeponie hun wie für 15 Jahre eng Analyse aus einem ausländischen Büro das festgestellt ging, dass man erst durch das Land Minimum 15 Bauschutzdeponie berichten. Wenn ich so Bauschutzdeponie, das ist kein Dreckstyp, das normale Boden, den einfach aufgelagert wird. Mit das not in my backyards Politik, dat heißt, wenn ich eng Bauschutzdeponie möchte, dann ist ja auch klar, dass du Kamion hinfuhren, dann ist auch klar, dass du ein bisschen mehr Trafik entsteht während der Zeit, wo die Deponie dann exportiert wird. Momentan sind wir am Gange immer zu probieren, die Deponien so zu lehen, dass sie nicht durch ein Dorf gehen, dass sie am Anfang irgendwie accessibel sind, ohne zu viel Trafik zu engendrieren an Wohngebieten. Aber bon, ich meine, momentan sind wir in einer Situation, die ist desaströs, die ist katastrophisch. Seit pur Deich gibt es Menke, die haben die Schach, die wir haben, die ist am Süden, das ist Gatterscheier zu Sösem. Die meisten Deble, die fällt auch am Süden nun, weil am Süden am meisten geschafft wird. Und das nicht nur die Privathäuser oder Privatkonstruktionen, mit das surtout auch der Staat, die schafft, an den Deble generiert. Das heißt, wenn ich so ein Deble, dann meine ich Erdaushub, dann meine ich einfach Boden, die von A und B muss gefeiert gehen. Und wir sind nur an Popalen, an der Gatterscheier, wir können da eine Extension zu machen, weil die Terrain, die gehören einen privaten Betrieb. Da muss ein Akkordfond gehen, das dauert schon Jahre. Wir müssen weiterkommen. Aber momentan ist die Charge reduziert auf so viele Tonnen Jour, wo dann die Entrepreneur nicht mehr wissen, wo sollen wir hier am Boden hinfahren. Da fahren sie dann auf die nächste Charge, das ist der Kolmerbirch, die geht dann noch überschwemmt. An die Lehe sind, also der Tante sind groß, auch wenn die Firma, die Kolmerbirch exportiert, das Maximum ist, für das sie kann schnell auftippen und rausfahren.
sind aber Zeiten, die dabei kommen, ja, und dann bleibt nach just Hosen, wann dann nämlich geht. Da ich mir transportieren, du Boden von A auf B durch die Diagonal durch ganz Land. Dort zeuge man dann unwahrscheinlichen CO2. Am hätte man eigentlich eine Rechnung gemacht, ausrechnen los, das sind 10.000 Tonnen CO2, die man zusätzlich erzeugen, nehmen dadurch, dass man einfach wie weit muss fahren. Das ist am Anfang die gesamten CO2 von der ganzen Stadt dickrig. Und da muss es operieren. Es kann dann nicht sein, dass wir müssen am Ausland fahren, an diesem Lützebauer Boden, das ist für mich inakzeptabel. Wir müssen die nötigen Infrastrukturen hier zu Lützburg kreieren, aber wir müssen Courage haben, Deponien dahin zu machen, wo sie müssen sein. Wir gehen also nicht bei den Entrepreneuren, wir sind forciert, eine Aktion zu machen. Wir können als normal Arbeit weiterzuführen. Weil wenn wir das nicht mehr können, dann muss man eine Schuhmarsch-Technik gehen, weil das nicht mehr machbar. Wir haben nicht genug Kamionen, die ganze Trafiken, die ganze Strecken dort zurückzulegen, wenn man ginge vom Süden an den Norden müssen fahren. Wir Bodenbelastung in der Brass, also 3-mal mehr Kamionen, wie es du hast, so dass wenn das überhaupt durchgeht, man 3-mal mehr, das ist die Kapazität von der Gefähre, haben wir mal nicht. Und dann muss ich doch die Zeit rechnen an die Preise. Das geht dramatisch an Lut, das ist von dann ein Familienhaushalt, vielleicht 300 bis 500 Meter Kübterre Zement hat, ja, da kann ich sagen, dass das dramatisch an Lut geht. Du hast Küchen an Schlafzimmer, die gehen dann mal auf die Charge. Das wird leicht für rausgehen, nun wie ein Küchen installieren, dann vielleicht ein Schlafzimmer zu kaufen, da bezahlen sie dann noch mehr auf die Charge. Das kann es ja nicht sein. Wir müssen also gucken zu summen, dass wir wehfanden, wie du ganz schnell für uns kommen. Also in das Idee brennt, wo die Regierung auch Gemengen an dem Moment schnell gefordert sind, eine Lösung zu finden. Bon, merci Herr Kuhn für all die Explikationen. Merci auch, dass ihr Zeit gewollt. Merci. Merci.